Von harten Willkommen wie... Party, Platt und Plüschmaus. Oh, ach, Herr Wick, das Mist. Mann, hier kann ich schon richtig lange nicht mehr hört. Wir haben ja leider so ein Bäten, eine längere Pus hatten, nur so eine Sommerpus oder eine Lorde Sommerpus. Aber nur Ja. sind wir durch. Ja. Ja, das ist eigentlich das zweite Sommerpus ja, wenn. Wir habt ja all in Sommerpus hat, als ich in Urlaub war und nur habt wir noch so in lange Pus hat. Nach der große Premiere, erste Folge zusammen abtekend und nu, tüdüm. Ja, dann müssen wir uns erstmal von Wetter erholen. Ja, ich glaube, uns beide Summe wir tämlich voll packt. Von daher, ja, ist das ein Bäten Kott kommen. Aber nu sind wir ja wieder da. Nu geht das wieder. Und Hilke, was schnackt wieder Hüt eigens? Ja, ich glaube, uns Sommer war auch so voll, weil wir so viel wir habt so viel zu tun hat mit Formate hören und ankicken. Oh Gott, ja. Oh, dann war ja nun vielleicht schon ein Spoiler. Also ein ganz neutrales Ja. Ja, erstmal für weg. Wir habt ja in der verleden Folge gefragt, ob Sie Podcasts oder Serientipps für uns habt. Und vielen Dank. Wir habt so viele Vorschläge kriegen. Und da habt wir uns nur was gut pickt. Und da überschnackt wir nämlich Klicks. Und wir habt uns natürlich tägenselig was towiest. Ey, würden mir irgendwie nie nicht selbst. Also, halt mini Utzücht. Und Lisa auch nicht. Das ist richtig Nee. evil, richtig leicht, wenn wieder. Wir sind Ja. nie. Ja, das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir so leicht zueinander sind. Irgendwie sind wir das nie. Nee, wollte ich auch schon sagen. Wir sind eigentlich nie, dass wir irgendwie, aber ich glaube, wir sind auch generell nicht so der Typen, der irgendwie was anderen irgendwas Böses möchte oder, mir mag das auch keine Freit, wenn ich mag, okay, die andere leidet. Also, außer natürlich beim Ja. Sport, wenn ich den sehen darf. Ey, du musst doch einen Teil Liegestütz morgen, alles klar. Dann freit mir das natürlich ein bisschen. Ja, Nee, aber ansonsten, wie Titjok einfach so wertvoll ist, aber da komme ich Leute noch mal rup. Richtig. Ich habe auch noch zwei andere Sorgen, die ich sagen will. Ah. Und zwar, wir habt ein E-Mail kriegen, Lisa und ich, und wir habt da auch überschnackt. Und ich will nur gar nicht genau sagen, Kane das schreiben hat, denn das sagt wie dann, wenn wir über das Thema schnackt. Aber diese E-Mail kam in uns Postfach partyplattenplüschmaus@gmail.com. Und da wäre die Frage, ob wir mal über ein Wort und uns Podcast-Titel schnacken könnt. Und Ja. ja, und Party. das mag, ja, Party, genau, Party. Und das mag ich auch, nämlich an einen besonderen Termin. Und ich denke, wir könnten das nur auch sagen, nach uns Sommerfuß. Ja, denn wir sind Oh, ja. am 9. Februar 2025 live in der Theater an Küchengarten in Hannover mit Partyplatt und Plüschmaus. Und sie könnt da wie Oh, wählen. ja. Ja. Oh ja, hört sie Almin hart puckern? Ich bin schon mal nicht obrecht. Also, wie war live, Mitschau, Verschau, also eigens eher Mitschau, der Podcast uptaken und dann da über schnacken. Und ich freue mich einfach bannig, schaut dort räpen, Mitschau dort schnacken. Und das so dieses Format am Podcast ist ja eher so, dass Hilka und ich wie schnackt und wie wir ja überhaupt nicht kein du Buden sitten deit und sich das nur hier gerade anhören deit. Und das ist umso schöner, dann da auch die Gesichter da hinter sehen. Du fragst mich Ja. aber nicht drauf. Ja, wir freuen uns bannig ob jau. Und das kommt nur auch bald in das Programm von der Theater und Küchengarten. Und der Link nach der Web schrieb ich natürlich unten dann in die Bio drin. Und da Genau. Du könntest dir das Leaks vermerken. ja, könnt ihr da Glieksfirma, wie freit uns ob jeden Fall ob schau. Und da kommt natürlich auch die große Oblösen dann vor Ort in Theater und Küchengarten, worum diese E-Mail nur now ging. Vielen Dank an den liebe E-Mail-Schriebersche. Wenn das kein Hook ist, Mann, hey, Ja, ja, Wahnsinn. große Hook. Und dann habe ich auch noch was für die, Lisa. Habe ich nämlich auch noch gar ja. nicht vertellt in der verleden Folge. Und da wusste ich das irgendwie, habe ich aber vergessen, weil ich will von dem Buchnabelpiercing so. Total vertöbert. Ja, total betöbert. Das wäre mir ein Britney-Moment. Ach, schön, das sind die letzten Dinge im Leben, ne, der Ja. einen so glücklich morgen dauert. Wie Ja. Piercing. So,
Denn Lisa und ich habt in diesem Frühjahr ein Beläfnis hat. Wir haben nämlich noch ein E-Mail kriegen von ein Schöler Utsassen Anhalt von Karl. Und Karl hat sie in Facharbeit über Plattdeutsch und Sächsisch schreiben und er hat uns gefragt, oh, könnt ihr mir da vielleicht ein Betten was über Plattdeutsch vertellen? Was habt ihr gesagt? Ja, na klar, mag wie. Und den habt ihr richtig nett mit Karl schnackt und nun, er hat seine Facharbeit wieder kriegen und er hat ein 2 plus kriegen. Das freut mich richtig. Hey, das war so seid mit Hey, weil zuallererst hätte er uns denn mit Sei anschnackt und dann bitte dann so wetten locker worden ist und das hat so einen Spaß gemacht da mit ihm zu schnacken. Hey, ja, wirklich gaue Fragen. Da muss ich nochmal doch sagen. Also ich war echt beeindruckt, wo der sich da inwühlt hat in die Materie. Und ja, da freut mich bannig. Karl, falls du hier hören deist, richtig gaut. Richtig, richtig gaut. Ja, wie gralert ihr auf jeden Fall von hatten. Und ja, als wir das gesagt habt, in uns Call, wenn du noch mal Hilfe brauchst, sag Bescheid und wie kommt sonst auch vorbei in den Schaul. Ist das ein Drohn? Oh ja, genau. Ja. So, ich glaube, ist das aber nur Wein? Ist ja auch viel passiert in den verleden Monaten. Nur erstmal hier so ein bisschen was vertellen an der Tauhörers. Ja. So. Ja. Du machst gar nicht, du musst doch gar nicht richtig anfangen, nun, ne? Ich muss gerade mal überlegen, wie mir so viel passiert. Und ich überlege gerade, vielleicht können wir noch mal sonst eine Update-Folge, eine Eigenfolge morgen, wie ich werde wirklich mal ein Festival-Sommer nur 8 Jahr und für Plattdeutsch in der Wägenswehr und auch viel Platt ob Festivals morgt habe ich gerade vielleicht Angst, wäre das ganz schön, als vielleicht noch mal eine Sonderfolge. Was hältst du davon? Ja, aber dann sitze ich daneben und bin richtig so. Ja. Sie könnt ja einfach mal abstimmen, ob sie das haben möchte. Ich kann dann noch ruhig daneben sitzen. Ja, das wär sieht ja den ersten Sommer on ein einzig Festival. Wie geil die das möchtest du darüber schnacken? Okay. Ja, ich kann das ja hier nochmal sonst Kott inschufen. Dann war das hier nur Kott. Also ich bin ob das Pangea-Festival in Rostock oder Bi-Rostock, also Ribnitz Dammgorn wählen und hab dort einen Plattdeutsch-Crashkurs gegeben und plattdeutsche Meditation und plattdeutsche Utspannen und Yoga, topisch. Und das ist wirklich, also nochmal an all die, der das vielleicht auch gerade hört, die da Bi-Wählen sind, nochmal von harten Danke. Ich will so Deutschland, wo viele Lust haben auf Plattdeutsch. Und das Pangea-Festival, das ist schon eine Mischung und Musik- und Kulturfestival, das schon. Also da war auch viel Yoga anbeit und viel Sportprogramm, viel Musik. Aber Plattdeutsch ist da halt noch nie nicht anbauen worden. Und das war von mir einfach so ein Versuch, hey, habt ihr Lü, denn ob so ein Festival-Setting, eigens Bock auf Plattdeutsch. Und der Crashkurs, da habe ich, glaube 25 Teilnehmer, so aus Börwegrenz, weil das sonst einfach toll war. Und der war voll, beide doch, sogar am Sonntagmorgen, also noch so ein hellen Festival, Sonntagmorgen, Glock 11, waren da 25 Lü, der einfach Bock haben, Bäten in Plattdeutsch interdükern. Natürlich kann man in so eine Dreiviertelstunde nicht viel morgen, aber das war super spannend, allein zu hören. Ich habe da einen dabei, der schnackt Afrikaans, also der käme aus Südafrika. Schnackt Afrikaans und Afrikaans ist ziemlich ähnlich zu Plattdeutsch. Und da war ich super spannend von Emton zu hören, so, ja, und das ist fast liegt und hey, können richtig gut dann auch Plattdeutsch schnacken. Oder Fälle, der Schwedisch lehrt, der ja hier gerade so Region Wismar war ja lang Schwedisch. Dass der dann vom Schwedischen sich auch viel ableiten könnte auf Plattdeutsch. Und ja, das Schwedische hätte ja einen bannig großen Wortschatz oder Plattdeutsche wegen der Hanse. Ja, genau. Ja. Hat wieder mal eine Folge eigentlich vertellt? Sonst können wir wieder. Ja, ich glaube in die Sonne-Folge, oder? Ah ja, ich glaube, als wir die Sündefurcht von der Plattland Flussfestival markt haben. Ja. Da haben wir. Ja. Also, da, wenn ihr was über die Geschichte von Plattdeutsch und so weiter reden wollt, hört am besten in der Sündefurcht von der Plattland Flussfestival mal rein. Genau, da sind halt wie so ein Bäden über Plattgeschichte und so schnackt. Ja. Und wie der plattdeutschen Yoga und plattdeutschen Utspannen, da muss man sich nicht vorher anmelden. Und dann
ich war so 3 Minuten vorher an min Steh und kam da an und dachte mir so, bin ich verkehrt? Bin ich hier auf der falschen Bein? Da wollen super viele Menschen. Und ich war total verwirrt. Ich dachte mir so, ist hier gerade noch ein Kurs, der Lopen deit? Und habe ich so in der letzten Reihe gefragt, so, Entschuldigung, bist du hier für die plattische Meditation? Ja, bin ich. Und ich so, oh mein Gott, wow. Hab so den nächsten in der zweiten Reihe gefragt, sind Sie hier für die plattische Meditation? Ja, bin ich. Und ich hab mir so, oh mein Gott, so viele Lü, die da Bock drauf haben. Und ich war wirklich, ich kann richtig super in Trauen in den Augen, weil das waren bestimmt feierlich 50 Lü. Die dann durchsäten und einfach mit mir eine halbe Stunde plattische Meditation morgen wollen, plattisch Betten, Dehnen, Betten, Yoga, Fälle, da waren einige dabei, die haben gesagt, hey, ich habe noch nie nicht plattisch gehört und ich wollte das einfach mal ausprobieren, ich komme irgendwie aus Dresden. Und andere haben gesagt so, ja, wir habt das noch nie nicht ausprobiert, wie könntet ihr das verstehen und wie möchte ich Sprach so gern? Wie wollt das einfach mal morgen? Und dann war ich total witzig, dann seid ich so in der Mitte, ob so ein Podest, halt mir so Betten wie so ein Guru feult, wie er dann alles so umlegen. Und all das mag dann, was ich vertellt habe. Und das war wirklich total großartig. Also ich wollte nochmal Pangea Danke sagen, dass sie das einfach für mich so möglich gemacht haben und so offen wären auch, dass ich das da anbauen können. Ja, genau. Ja. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Ja, doch, das war wirklich cool. Und dann wollen wir, ob das Nörden-Festival, da mit das Plattisch-Zentrum und Leck, die Leven Gesa. Ja. Genau, das kennt ihr vielleicht schon so ein Band, also der mir folgt vom Barcamp Leck. Das ist einmal im Jahr ein total neues Programm, buntes Programm, alles rund um Plattdeutsch, also wirklich toll. Für all der so und den Kreis Nordfriesland kommt. Im März ist das meistens, ne? Im März. Genau, und ich glaube, Taukom Jo am 12. April schrieb ich aber nochmal ganz genau in die Folgen beschrieben, also schrieb ich die nochmal. Das ist wirklich großartig. Das kostet nichts, da kommt ganz viele Tahopen, der platt so bunt und einfach mal komplett mal denkt, was total witzig ist. Und genau, mit der Leven Gesa hat wieder da entstand und hab so ein paar Aktionen rund um Plattdeutsch gemacht. Es gibt ein Plattdeutsch P, das ist so ein Ansticker, der sieht gut als ein Mischen und ein P und eine Sprachblas. Und das schall so ein Bärten etabliert werden als Taken, hey, du kannst platt mit mir schnacken, also ruht mit der Sprach. Ob du nur Plattdeutsch verstauen kannst oder ob du Sylben schnacken kannst, das ist ganz egal. Aber die dann entgegenkommen, der sitzt sofort, ich kann platt mit ihm schnacken. Und das hab ich doch verdeilt, wir plattdeutsche Postkarten schreiben lauten, und das ist wirklich bannig gaut angenommen worden, das war schön. Ja, und das ist so ein Betten, mein Painpoint in eigens, weil plant, dass ich auch komme, aber aus privaten Gründen kann ich leider dann doch nicht und hab dann bloß so die Ferntau kicken und ich will richtig traurig. Ja. Ja, aber viel, ach Mann, Hilka, du hast doch wirklich fehlt. Also, das war schön, aber noch schöner wäre, wenn du dann mit mir durchstorn hast und den Lü mit Fleisch glücklich gemacht hast. Ja. Aber weißt du was? Ich freue mich über Likes, ob du Tokam, ja, denn du hast mir ja schon Geburtstag ein Festival Maken entschenkt. Genau. Also du darfst sie natürlich uzeugen, um was für ein Festival wie Gott, aber ich habe mir natürlich so einen bäten Bock, um mal was Gruftiges umzuprobieren und da du mir mal so richtig grufti herrichten daist. Ja. Zum Glück habt ihr ja die selbige Gröt, wie Kledage, da kann ich die richtig utstefern. Aber du, Lisa, das ist aber ein Projekt für die Taukom. Ja, weil du musst dich dann ja auch richtig in die Bands drin hören, ne? Oh. Ja. Stimmt, Gott, dass du da nochmal sagen darfst. Nix hier mit Bums, Malle, tralalala. Hier. Ja. Oh Mann, ja. Ja, was wär das Lied, was du mich immer vorsungen hast hier? Hast du Saufen mal probiert? Jetzt. Ja, ich liebe den Song. Und ich kann Jümmes noch auf dem Fass. Bei mir hat's immer funktioniert. Ja, ich muss sagen, auf Hilkers Geburtstag hab ich immer so das Best-of an Musik gut holt. Das ging Dave, das waren wirklich Abgründe, die sich da obdorn habt. Oh, sowas. Ja. Genau. Hilka, was ist bei dir denn sonst noch so passiert? Was ist bei mir denn sonst noch so passiert? Ja,
Ich will mega viel in Harz wandern. Richtig krass, so richtig krasse Touren gemacht. Also, so richtig auf dem Berg, also da war richtig fahrig achte nah. Also, ich habe viel Sportliches gemacht. Bin Das fit passt geworden. gut. Ja, das passt gut, denn wir habt ja auch noch was für, aber das vertellt wir noch mal ein anderen Mal, was wir noch vorhabt. Und dann habe ich viel Arbeit. Ich unterstütze gerade ein Institut schon und für den mache ich viel und der hat mir nur auch inladen nochmal für Plattdeutsch und Kunst. Ah. Ja, Oh, ja, also ja. dem Mischen und Platt und Kunst. Ja, ja, ich bin ja, das habe ich noch nicht viel vertellt. Viele Leute kennen mich ja so als der Sprachwissenschaftliche, aber ich bin ja auch Kunstwissenschaftliche. Und da schall ich dann über Plattdeutsch und Kunst schnacken. Aber da vertelle ich dann auf meinen Instagram-Kanal dann noch mal mehr über. Genau, in der Balladutsche. Ja. Finchi Hilka. Ja, eben. Und ja, wenn sie für Kunst brannt, dann ist das vielleicht was für ja. Kunst und Plattdeutsch verknüpft ich dann so ein Betten. Voll spannend. Das gibt's ja doch so noch gar nicht, oder? Nee, also das gibt ein paar Künstler. Ich habe auch eine künstlerische Anfrage, ob die mir vielleicht eine Arbeit von sich steuern kann. Das wollte ich dann gerne mal wiesen. Aber sonst so, diese Kombination Plattdeutsch und Kunst, das ist dann ja auch viel so, ja, so maritim und so was. Aber Plattdeutsch ist ja nicht bloß Meer und Möwen und Leuchtturm. Das ist ja mehr. Und Absolut. darüber kann ich dann doch im Betten was vertellen. So. Spannend. Spannend. Aber nur, Lisa, Ja. du kommst du nicht drum rum. Nur möchten wir mal anfangen mit uns Thema. Ja, denn nicht so spannend wäre mein Thema, was ich kriegen habe. Also, Dienst wir sehen. hat ja einmal. Ja, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir habt uns ja gesagt, hey, wie möchten wir gut aus Komfortzone? Wie möchtest du mal was anderes ankicken, was wir vielleicht sonst nie nicht mockt haben und so. Und dann kämen viele tolle Vorschläge. Und dann hat Hilka sich aber das Schlimmstmögliche für mich gezeigt, weil sie mich genau kennen deit. Und ich habe mich Mr. Trash TV ankägen. Was ist Mr. Trash TV? Mr. Trash TV ist ein YouTube-Format, wo ein Kehl, frag mich nicht, wo er hätten deit, Mr. Trash TV, der fort zu hopen, wat bi, das Sommerhus des Stars, Bachelor, keine Ahnung, all die schietigen Trash-Mist, den da der Buden gäben deit, der fort da zu hopen und kommentiert das auch noch. Ja, und das habe ich mir ankäken. Beziehungsweise, ich habe das durchlitten. Das war so ein, also, okay, ich fang einfach klicks mal an mit meinem Rant, weil das ist schon richtig lange in meinem Buch drin, wo ich mir denke, Hilka, ich weiß nicht, warum du mir das andauernd. Das ist mir eine wertvolle Tiet. Ich kick mir hier ein Sheet an über Menschen, die mich null interessiert. Über Menschen, die sich verhalten, als wären die letzten Neandertaler. Über Menschen, die absolut weit weg von der Realität sind. Und meine wertvolle Tiet, mag ich. Natürlich ist das alles freiwillig, aber das hat mich physisch weh down, mir das antaukicken. Weil das einfach das Dümmste ist, was dem Menschen, ich verleihe den Glöwen an der Menschheit, wenn ich mir sowas ankicken da. Und das hat ja wirklich Fans und das hat Dusende von Klicks. Also das sind Menschen, die sich das wirklich ankickt. Nicht, weil sie das mört für ein Podcast-Format, um Ruth und ihre Komfortzone Tramtau waren. Nein, der kickt sie das wirklich an. Was gift ein dat? Das ist purer Voyeurismus von etwas, was das überhaupt nicht geben deit. Und ich sag doch fair, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich hab nur gedacht so, nee, ich kann das nicht. Ich kann mir das nicht ankicken, weil meine Tiet mir einfach felter short ist für so ein Trash. Das ist nur Trash für mich. Das hat kein Mehrwert. Das ist nicht mal, okay, Socken mört nicht hier Mehrwert für mich hin. Absolut nicht. Aber der mört der mich entertain. Und das entertaint mich kein Bäten. Denn sobald man sich so Bäten mal mit der Psychologie und Nannesetten deit, ist das so drurig, dass die Menschen versucht, jümmers nur Fame-Talk kriegen, die versucht nur möglichst viel Sendeti-Talk kriegen, um dann ihren Instagram-Kanal zu pushen, um dann möglichst viele Menschen zu haben, um Kooperation zu haben. Und das, was der sich da unter Finger sorgt mit, oh mein Gott, der mag der eine mit dem einen rum und der andere mag mit dem anderen rum. Und nein, und dann ist er wird total den Hus, dat hey mit ihr rummocken deit, wo ich mir denke, ist das Jaun fucking ernst? Wir sind was ein Lü. Also, für mich war das Schlimmste, was du mir anhören kannst. Ich will mein Tiet, wirklich, mein wertvollen Lebenstiet,
kann ich so nicht verbringen. Ich finde, das ist der größte Trash und ich möchte keinen werten, der sich da abends hinsetzen deit und sich Mr. Trash TV trecken deit. Aber ich finde das ganz schön trurig und vielleicht scheinbar nicht doch nochmal sein Leben denken. Ob man nur nicht sinnvollere Hobbys hat. So ein Dreck. Ja, ich glaube, aber... Danke, Hilke. Ja, gerne. Ich würde gerne more. Aber ich hef ja nicht gesagt, du musst dir nur das Sommerhus von den Stars kicken, sondern Mr. Trash TV, die das ja auch all so im Betten untereinander klamüsert, all, ne? Das mag das ja noch schlimmer. Also, das, was ich an M so schlimm finde, okay, du kannst dir gerne das Sommerhus der Stars ankicken, eins klar. Aber sich da dann noch mal Rinterbohren von Mr. Trash TV, also produziert ist das Gaut, da muss ich total noch mal sagen. Dem mag das wirklich Gaut, so Gaut als möglich halt du mit dem Material umgehen kannst. Aber sich dort dann auch noch mal so richtig, dat dort dann noch mal Dape hintergehen und noch mal drauf hinterwiesen, als wären wir nicht dumm Nauch, da taufe Storn, was der da morgt. Nein, hey, mut mir dann nur noch mal vertellen, was der da morgt. Ich bin doch nicht blöd. Nee, der hätte mir richtig, der ist mir richtig um den Sack gegangen. Hast du die denn, wo viele Folgen hast du die ankicken? Ich frage mal so. Boah, Surfen, Okay, ja. nicht mehr. Ja, das wäre auch Ja. uns soll. Wir habt sech ja mindestens surfen. Okay. Ja. Hast du denn die Folge gesehen hier von Promis unter Palmen, wo hier Keno uns Spatten aus Fräsenjung mitmorgt hat? Nee. Das hast Ich du nicht muss geschafft. sagen, du, Hicker, die sind mir alle so egal, diese Menschen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was ich mir ankecken habe. Wirklich nicht. Das wollen einfach nur riesen gemockte Brüste, das wollen unechte Haare, das wollen falsche Wimpern, das wollen Tattoos. Mehr will ich nicht sein. Testosteron, keine Ahnung. Gruselig. Das ist richtig spannend. Also, das ist für die ja richtig so ein Painpoint, ne? Ja, aber auch, da muss ich auch total sagen, das ist für mich so ein Painpoint, weil ich total der harmoniebedürftige Mensch bin. Ich krieg richtig körperlich, also mein Lief died way, wenn jichtens wo Street ist. Und das hele Format beruht darauf, dass die Menschen sich strien dauert. Also für mich ist das die pure Hölle. Lord me, keine Ahnung, einen halben Tag Burpees mocken, vollkommen fein. Das ist ein Schmerz vom Lief, den kann ich gut holen. Aber als bald die Lüsig nur striet, geit mir das richtig schlecht. Mir geit das einfach richtig schlecht. Oh. Deswegen ist das nichts für mich. Ja. Du, ich glaube, du bist aber auch in Utnorm. Denn warum ist Trash-TV eigens so belebt? Ne? Warum möchte Lüe das so gern ankicken? Das ist ja immer so ein Betten, so ein Tagenpol mit das Eigenleben. Du hast gesagt, ne, der Lüe, der damit mag, der wird eben Fame haben und Kooperationen und sowas. Warum so happy Eggs keine Kooperation? Fällt mir doch wieder in. Squatty Potty, Mensch. Squatty Na los, Potty, kommt hier. ja, komm. Ich möchte auch jetzt Kooperation haben, aber nicht in so ein Trash-Format dafür gehen. Nee. Aber durch, ne, ich glaube, warum kiegt Lüe das so gern? Weil das ja auch so ein Vergleich ist, ne? Da kann ihn sich Menschen ankicken, die in vielleicht in bannig prekäre Situation lebt und ihn selbst fühlt sich dann eben besser in seine eigene Normalität. Das ist so pervers. Also ich muss andere Rünne drücken, damit ich mich Bäde füllen dau. Ich finde das richtig eklig. Und krass ist ja auch eben, dass viele von diesen vermeintlichen Reality-Formaten ja auch gescriptet sind. Alle. Niemand kann mir erzählen, dass da ein nicht scripted ist. Natürlich ist das scripted. Der kriegt ja überhaupt keine Kohle dafür. Das ist alles fair schreiben. Kein denkt sich so ein Shit eigens gut. Den möchte ich gerne mal kennenlernen. Kein armer Student oder Praktikant muss in so einen Shit schreiben. Ja. Und das ist ja aber auch so ein bisschen drohig, ne? Wir gerade so für die Teilnehmers. Ich habe eine Freundin, die hat mal Personal morgt, ich glaube für einen Bachelor oder sowas. Und der hat gesagt, das ist richtig krass, wie diese jungen Frauen, die waren da echt so direkt von Format zu Format und den war eben so suggeriert, den wird sagt, ja, danach kommt eben die große Gage und du warst A-Promi und Nähjobs und Model und Influencersche, aber eigens, die Lüe habt ja gar nicht so viel Innorm davon. Diese, Und wo weltfremd kann ein denn wählen? so diese Gagen, die sind gar nicht verstehe so das nicht. wiederum, die kriegt da bloß ein paar Dutzend Euro für. Ja. Sie kommen, also ja. Ja, muss man Silben wählen, ob man das möchte, ob ein das Spaß macht, ob man
manche schafft das ja. Das ist ja so als Profifootballer. Da gibt das eine hele Masse, die alle Profifootballer waren möchte und das ist lütsche 1%, die schafft das dann. Okay, gaut, dann hätte man doch einen Dröm. Aber ich möchte jetzt keinen Profifootballer mit einem Trash-TV-Star vergleichen. Nee, echt. Der leistet wirklich was. Aber das sind doch auch all Profi-Footballer bin West. Wie diese Formate. Ja, ist mir gerade in voll gerade ist, glaube ich, einer im Dschungelcamp. Ist das gruselig. Ja. Ja, aber das ist ein interessantes Phänomen, ne? Das hat in den 2000er mit Big Brother ja angefangen. Oder eigentlich noch früher in den 90er, ne? Mit diese Brit und Arabella und die Talkshows sind das, ne? Ja. Eigentlich wäre das ja auch ein Reality-TV. Wo die echt so einen Hickhack da habt und das wäre irgendwie bloß peinlich und unangenehm. Aber das ist so, ein kann nicht wegkicken. Genau, und das musst du mir nur noch mal vertellen, weil ich mut mi zwingen hinterkicken. Und du sagst, man kann nicht wegkicken. Was gibt die das? Also, du kickst ja Trash-TV. Nicht fail, muss ich dazu sagen. Aber du kennst Mr. Trash-TV, ja, also. Ich kenn Mr. Trash-TV, ja, aber ich habe ja kein lineares Fernsehen und diese Streaming-Dienste von RTL und so was, das habe ich auch alles nicht. Ich habe aber auch so einen großen Fremdscham. Das kommt aber weniger in so Trash-TV-Formate und mehr in so richtige Serien oder Filme oder so. Wenn ihr denkt, oh nee, oder vielleicht kennt ihr von Dostojewski, das Bog der Idiot, krassen Gegenpol zu Trash-TV. Und der denkt eben, wenn ihr das lesen, da auch so, oh nee. Oder auch in der Zauberberg von Thomas Mann, denkt auch ein bloß über den Protagonisten, oh nee, feuer doch einfach nur Hus. Einfach nur Hus. Und ich glaube, das ist aber echt so diese soziale Komponente, dass ein dann, wenn ein das Kick denkt, oh, das wird mir nicht passieren. Und du hast dann aber auch Fragen, diese Konstellation, da musst du vielleicht, wenn du dich erinnerst, da gibt es meistens jetzt ja doch ein oder zwei, die auch neu in das Geschäft sind, die völlig baff sind, warum die Lüe so dört reit. Die sagt, hä? Das ist ja doch nicht normal. Ja. Ne, Nee, ist es doch nicht. So, und das mag einen, wenn die Lüe Frischlinge sind, die sind völlig so, was ist das hier? Und die all mehr in diese Formate unterwegs sind, die trieft das ja echt bis noch ein Exodus hin. Ja, ad absurdum. Das kann doch kein mehr ernst nehmen. Da kann mir doch keine vertellen. Und das Schlimme ist ja Trash-TV, was ihr käken meist von Frunslü, der ein hohen Bildungsniveau habt. Ja, so. Ja, und das habt ihr dann aber auch now, wäre das Phänomen, was ich gesagt habe, ein sich bestätigt in seine eigene Normalität, ein sich erhaben über, das Volk. Das hätte so was von den Cäsaren mit ihr Brot und Späle. Diese Effekt, ein mag dann eben für das Volk Brot und Späle und die könnt dann sich das ankicken, wo sich die Gladiatoren abslacht und so wieder und ihn selbst ist dann so erhabener Öwe und kickt sich das an. Schönes Bild, wirklich. Gruselig. Warum sind wir Menschen so? Ja. Der Mensch ist flutschig, ne? Ja. Ja, und ich muss richtig, ich weiß noch, nachdem ich mir da ein, zwei Folgen angucken habe, ich muss erstmal Transport gehen und mir ein heiles Cortisol, weil die los waren, wie mir das so viel Stress bereitet hätte. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und ich möchte aber noch mal dort sagen, das ging ja der Ute Komfortzone runtergehen. Und Ute Komfortzone an sich runtergehen ist was Wichtiges. Aber ich glaube, ich möchte leben und mir eine Komfortzone gut mit anderen sorgen. Aber vertell du erstmal, was habe ich die für eine Aufgabe gegeben und wie wäre das für die? Ja, also ich glaube, ich muss nun nicht so afledern. Ich habe mich da versucht, ein bisschen anders anzunähern an das Thema. Denn Lisa hat für mich ein Podcast-Format rutsöcht. Das repet True Crime. Und True Crime, das ist so gar nicht mean. Also ich lese mal nicht gern so Scandi-Krimis,
So auch richtig mit Mord und Totschlag. Aber so True Crime, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist bei mir Faken, sind es eben Formate, die dann in so einem Laberformat sind. Ich meine, wir sind ja irgendwie so ein Laber-Podcast, aber Schön, secht. aber ich höre eben gern so Wissenschaft-Podcasts, so Quark Science Corps oder ja, so Wissenschaftsformate, Geschichte und all sowas. Und ich habe von Lisa de Opgav kriegen, mir der True Crime Podcast Weird Crimes mit Ines Agnoli und Vis-a-vis anzuhören. Sie kennt die zwei Frauenslüd vielleicht. Die Morgfehl sind Journalistin, Comedienne und ja, Moderatorin. Ja, so und Weird Crimes. Ich muss sagen, bevor ich ob den Podcast selbst in go, ich habe da 8 Folgen gehört. Und Sehr das sind, gut. ja, und das sind auch richtig krasse Folgen. Also das sind echt absünderliche Genau. Straftatbestände. Da muss man noch mal so ein bisschen total sagen, wie richtig True Crime kann ich auch nicht hören. Da war ich dann einfach taubang. Wie ich einfach weiß, hey, was passiert da Buten eigentlich. Aber Weird Crimes ist so, dass das ganz verrückte True Crime-Fälle sind. Ja, also das war wirklich richtig krass mit hießen wie Partner Tusch und so ein Hexer, der sagt, hat, ich muss hier das Blut von, ich werde mir 50 Fruenslü trinken und fehl. Also wenn Sie das interessiert und wenn Sie so absonderliche Kriminalfälle möchte, ist das genau das Richtige. Das ist so, die Show hat nur abhört, da wird nichts nicht mehr produziert. Die habt abhört, ich weiß nicht nipp und genau warum. Aber abbaut ist das so. Und das wäre für mich so ein Betten, eigens die hele Redaktion und Recherche morgt bloß vis-à-vis. Die dückete richtig deep in die Fälle rin und söchtet ruht und wölt sich da durch Akten und alles Mögliche durch, hört sich Material an, sichtet das alles. Und Ines Agnoli ist eigens so bloß der lustige Sidekick. Die kommentiert eigens bloß. Und das hat mir so ein Betten, also stört, weil ich habe das so short gefunden, dass das nicht gut glicken ist. Und da habe ich meine, ich werde das ja von uns Podcast so, dass wir zwei da echt viel investiert und wir bereitet Jimmes vor und da ist nicht bloß der lustige Sidekick. Es gibt Jimmes mal Folgen, wo der eine mehr vertät als der andere, aber das gliegt sich Jimmes gut. Ja. Und das hätte sich so durchtrocken und das hätte mir echt stört. Vielleicht auch, wie ich den Humor nicht so, das wäre nicht so mein Humor. Also ich habe echt weirden Humor, aber das wäre mir zu viel. Das wäre sogar mir zu viel Peniswitze. So, das wäre tatsächlich. Und ich kann ich über so was Jimmers lachen, aber das wäre mir echt zu viel. Und ich glaube einfach auch, das wäre so ein Missverhältnis. Denn die Vis-a-vis, die hätte richtig viel ringegeben und ja, von Ines käme da schon nicht so viel. Vielleicht ist das eben auch nicht ihr Ding und das wäre vielleicht auch das Konzept von Weird Crimes, dass Ines eben der lustige Sidekick ist. Für mich persönlich wäre das aber nicht das richtige Format. Wenn ein das lieben moch, dann ist das okay. Für mich passt das aber nicht. Und diese Weird Crimes, die sind schon der richtig krass. Und Tondale ist da auch richtig viel auch gewalttätigen Fruenslüd. Da muss einen auch eben aufpassen, die mag dann aber auch immer ein Disclaimer vorweg, worum das Kord geht und ob ein sünstigte Volk besser nicht allein oder gar nicht anhört. Das finde ich dann besser gut, dass ihr das magt. Was ich wiederum lustig fand, die habt so was mit Feuten irgendwie in Podcast. Ja. Ich habe diese Folgen nicht gefunden, wo das um Feute geht, aber das muss auch so so ein Crime Westway, wo das um Feute geht. Und das wäre Jimmes wäre das Thema. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja nicht so witzig, so wie bei uns mit der Toilette.
ähm, aber das wäre dann auch zum Delen Betten to fail. So, Ja, also, die Witze ist total totdrehen. ja, Total. also das wäre echt ein Betten to fail. Und ich glaube, also wenn er das Lied mocht, ist das okay, aber so True Crime ist eh nicht so mean. Und ich habe dann für mich überlegt, woran liegt denn das? Da hat mir auch genau dieses Format gar nicht gefallen deit. Und dann bin ich eben, komm, ich heftet gern so richtig mit Experten, die dann so richtig was beitragen könnt und nicht bloß das Lühe, die eigentlich nicht so richtig was mit Polizeiarbeit oder so was zu tun habt, dann da überschnackt. Und dann habe ich eben so mal gedacht, okay, ich versuche nochmal, dann fliegt ein anderes Format und da bin ich auf einem anderen Podcast starten und den mache ich nur her auch einmal kurz. Dann der Tau geben und zwar ist es Kunstverbrechen. Ha, Oh. habe ich gerade richtig beim Kunstwissenschaftler? Haha. Ja, Ja. Kunstverbrechen hätte Podcast und das sind, ich glaube, in Tüsken 3 Staffeln. Und da geht es darum, dass sie sich so über Fälle nachrecherchiert unterhalten dort auch mit einem echten Kunstermittler über Kunstwerken, die verloren worden sind, klaut worden sind oder auch über Kunstfälscher und wo ein, ja, die obdeckt hat und das ist richtig interessant, weil das eben auch, ja, die habt dann echten Ermittler, der auch die Fälle in echt betreut hat mit dabei und der kann richtig spannend erzählen und der kriegt einen auch nochmal so einen Einblick in so richtige Polizeiarbeit. Spannend. Und der Podcast, der hat mir richtig gut gefallen und den kann ich dann auch echt empfehlen. Der hat gedacht, okay, True Crime ist denn vielleicht bei mir so, ich brauche das richtige Format. Du buchst dann richtig true. Ja, richtig true. Richtig true. Ich habe dann aber natürlich auch gern hier nachkicken, warum ist True Crime irgend so belebt? Denn das gibt so viele True Crime Formate, ja nicht bloß Podcasts, auch in Blatt, das dann, ich weiß von der Zeit, da ist, glaube ich, geht ein Weg auch so ein große sieht über True Crime bin, da gibt True Crime Späle und eins. Und nun halt ich bitte fast, Lisa, wie du hast ja eben gerade gesagt, oh, die ist das to krass, echte True Crime Fälle anzuhören. True Crime ist mega wie Frauenslüd belebt. Die hört das mehr als Männer. Ja. 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 Also ist so klar, wie Fruenslü einfach mehr von Crime befallen sind. Ja, sicher auch das. Und da ist aber auch so ein Empathiemoment mit dabei, wie Frauenslüd. Ja. Denn en gruselt sich so, ja. Und an N ist dann ja der große Erlösen. Oh, en ist auch selbst nicht betroffen. En kann Gott sich da torsit stellen und kannst mit so einem positiven Gefühl und so einem dramatischen Thema dann gut gehen. Und für Fruenslüd ist das dann eben so, der fällt sich da so rein, der wurde Täter besser verstorben. Und da sagst du Ja. natürlich, ja, Fruenslüd sind mehr von Crime betroffen als Mannslüd. Darum 81% von den Hörern sind Fruenslüd. So, das ist richtig, richtig fail. Passend von Trash-TV. Ich will auch Ja. sagen, dass du 80% Fruenslüder kickt. Ja, und das ist echt so Fruenslüd, also das Hate ja, das Klischee ist ja dann eben, dass Fruenslüd sich besser in die Emotionen drin versetzen könnt, als Mannslüd. Und darum ist das für Fruenslüd auch fesselnder. So, ich bin da Tegendale, ich brauche schon mal Statistiken und Zahlen und alles. Aber ja, darum noch Fruenslüd dazu gern lieben. Mit True Crime. Ja, und also ich persönlich kann ja nur immer, ich kann nur für mich schnacken und ich sage, das sind Weird Crimes, das sind bäden Fälle, ja, die sind total mal, wo man sich so denkt, halt so, hä, das kann doch nimm's werden, das Lü, das wirklich mockt hat. Aber wenn das dann so ein Bäden in der Richtung geht, extrem viel Gewalt gegen Frauen, wenn das eins taudull wart oder tolldulle Mörder oder tolldulle Sektenanführer und so, dann wart mir das tau gruselig, wie das ja wahr ist. Und dann denke ich mir, okay, nee, werde nicht. Ich möchte mir meine Lütsche heile Pony-Welt, die ich so um mich rum aufbaut habe, der will ich mir jetzt nicht kaputt morgen laden.
Und da bist du dann aber auch wieder anders als das Gros von der Hörerschen. Weil Fruenslüt hört das nämlich auch eigens gern, um Ruhe zu finden, kann ich so eine Gefahr identifizieren und kann ich mich vor Gefahr so schütten, wenn ich das einen Podcast höre. Ja, einfach um vorbereiteter werden. Das Ja, ist bei Fruenslü generell so eher das Ding, die ja, vorbereiten. Ich möchte ja. um Situationen vorbereitet werden. So, und da habe ich nur noch ein schönes neues Wort für die, nämlich das nennt ein defensive Vigilanz. Vigilanz. Defensiv weitig, was heißt Vigilanz? Das heißt so viel als Wachsamkeit, ne? Dass du wach bist. Ne? Defensiv hält ja sich verteidigen und Vigilanz dann wachsam sein, ne? Dass du die wack mit einem Thema auseinandersetzt, wo du bang für bist. Ja. Witzig, ich kick grad die neue Peacemaker-Serie und da hat der Sidekick vom Peacemaker Vigilante, also Vigilante. Du meinst immer so. Ah, krass, defensive Vigilanz. Okay, kriegst auf was lehrt. Ich Ja, kann die leider nichts klauge tot Trash-TV singen, irgendwie klaugen wir. no, das braucht nichts. Das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Weißt du noch, in der verleden Folge, da habe ich dir doch auch so ein schönes Wort gelehrt. Weißt du noch, was das war? Ah, in was für ein Verhopenhang war das nochmal? Mit den Buchsen. Ja, oh Gott, ja, das war das so Buchsen und Stülpen, wo die Männer sich da was drin down habt. Ah, wie heißt denn das nochmal? Nee, vertell mich nochmal, ich komme gerade nicht mehr drauf. Das ist die Schamkapsel. Schamkapsel. Yes, Schamkapsel. Ah, So. das war mein neues Passwort. Schamkapsel. Ich habe aber noch was Schönes für die, denn wir sind ja nun wieder in der Oktoberfest-Tiet. Ja. Und da habe ich noch ein schönes Wort für die. Hätte auch mit der Buchse to down. Nämlich Oh, die ja. Verrichtungsklappe. Ist das Achtern für den Mors? Nee, das ist Fern. Verrichtungsklappe. Digga, wo kommst du um so eine Höhe? Verrichtungsklappe. Finde ich super. Schön. Ja, genau. So viel dann eigens nochmal Jartau. Und jetzt, was ich glaube, ich habe ja nur als 60 Oktoberfest, da habe ich viel Musik. Ich glaube, wie kommt da auch nochmal da das Thema Musik hin, oder? Ja, ich löw auch. Jetzt kommt wie so richtig Ruth und min Komfortzone, weil Hilka mi werde total bloßstellen da mit einem Song, den ich garantiert nicht kennen darf. Okay, leg mal los. Okay, ich leg mal los. Das ist wieder mal ein Klassiker. Ich gebe dir Ich bin einen halt Tipp. bang. Ja, ich gebe dir einen Okay. Tipp. Der Alpha weg, vielleicht kommst du dann nicht ab. Der ist unter das Jahr Sögen und Nägentig. Simon denkt dich. Okay. Ja, okay, also. Ich hoffe, du fühlst die nu blied. So wie dich dat sei, deit die nix weh. Ich überleg, wat du nu grad deist. Ich überleg, ob du nu auch mal an mi dingst. Deist du jümmers noch deselben Späle spielen? Oder sind diese besünnern Lun nur für ein ander Mensch? Ich hoffe, du fühlst die nu blied. Bloß wie du die Goat füllst, bedut dat für nicht, dat du recht hast. Bloß wie du die Goat füllst, will ich die noch hier haben hüt Nacht. War das alte Refrain? Ja. Ist das Englisch? Mhm. Because you're feeling good, I wanna. Also, also das ist, ach Mann, wie kommt gerade im Kopf Take Me Tonight von Alexander Klavs, aber da bin ich so am Lenk dich. nee. Und das ist okay, Klassiker. Lisa. Oh. Das Lied haben wir, glaube ich, auch einmal. Nee, aber Set habe ich das noch nie. Wir haben doch nur über Nee. schlechte DSDS. Wie Trash Ach TV so. habt ihr da Oh, überschnackt. ja. Okay, okay, Entschuldigung. Okay. Nee, Also- aber nee, es ist nicht Alexander Klavs. Nee, komm ich nicht drauf. Keine Ahnung. Mal kicken. Vielleicht singe ich dir das mal an. Vielleicht kommst du dann ab. Den Refrain, nur bloß die wichtige Zeile, nämlich bloß wie du die Goat first, bedeutet das nicht, dass du recht hast. Keine
keine Ahnung. Wirklich überhaupt kein Ding. Gar nicht. Okay, das, ob Englisch wäre das just because you feel good doesn't make you right. Oh no. Nee. Das Lied heißt Hedonism und ist von Skunk and Nancy. Nee, egal. Nimmes. Das ist nimmes. Nein. Okay, also für mich. Da wäre ich, wie wohl wäre 4 Jahre alt, das hat Lied umgekommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das kann ein aber Likes gehört. kennen. Das kann ein Likes kennen. Nur sind hier sicher viele Hörers, die denken, oh, Lisa, das ist ein Ja. Klassiker. Oh. Ja, okay. Nicht in meiner Realität. Okay, aber dann war nur sicher ein Klassiker. Ja. Aber mal kicken, was du zum Meme-Song sagst. Ja. Mein Song ist für mich auch ein Klassiker. Mal kicken. Auf jeden Fall feulig das Song mir bannig. Ich hatte das Gefühl an einem Sommerdach, als du weg warst. Ich ras mit meinem Auto in de Brüch. Ich hef Käken und löttert brennen. Dau dien schied in ein Büdel und tramp im de Trepp runne. Ich ras mit dat Auto in de Brück. Dat is mir schied egal. Ich leif dat is mir schied egal. Du bist ob ein anderen Straat. Ich bin in de Melkstraat. Du möchtst mi innen ob de Ehe, aber ich bin im Weltruhm. Du bist so dammig swort auf Reden Tomocken. Wie möcht den Schalter umlenken. Du kommst ut den Sömtigern, aber ich bin eine 90s-Fru. Moment. Ich hab den Refrain im Kopf. You are from, but I'm a 90s bitch. Dies Bitch, yes. Yes. Na, weißt du, wo also der Song ist schon mal richtig? I love it. Yes, I love yes, Icona Pop. Ja, Icona Pop, yeah! Mega. Oh, ich liebe diesen Song so bannig. Wir hatten gestern Ton Workout und dann dieses You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. Oh, ich fühl den richtig. Oh ja, das ist so ein richtiger Workout-Song so. Ja, total. Du hast so richtig die Gefühle so, ja, und nur trampig sie schied die Trepprünne. Ja, ich habe auch so einen Workout-Song, das ist Call on Me. Oh, ja. Oder Holding Out for a Hero geht auch richtig gaut. Den kann man auch richtig fühlen. Sehr schön. Mann. Ja, und nu aber eigentlich passend, denn nu sind wir schon Ruth und Us Komfortzone und beim Taukommol schnackt wie uck darüber Ruth und Us Komfortzone tagon, denn wir schnackt über Dinge, die wie mit Ende dörtig, Anfang dörtig, Mitte dörtig, dann allerersten Mal eigentlich mockt habt. Ja. Oh, da war hätte schön. Ich freu mich Ja, drauf. ich auch, da hab ich viel zu vertellen. Vielleicht schreibt Ja. ihr uns auch noch mal, was eigens sie noch mal näht und probiert, auch wenn sie nicht mehr Vorteil sind. Wir sind Donation. Genau. Bitte hin. Mockt das gaut. Bis balle. Tschüss. Tschüss.